Hey zusammen, hier ist der Lionel mit einem Video. Ich weiß, ich habe jetzt schon sehr lange keins mehr produziert. Heute geht es um das Thema Influencer und ich habe nicht recht gewusst, was sagen. Ich habe mir darum ausnahmsweise mal ein Skript geschrieben. Ich habe das Video schon im letzten Video angeteased und dann auf Instagram und auf Facebook gefragt, was ihr überhaupt von diesem Wort haltet. Und da sind ein paar interessante Kommentare reingekommen. Hier der Stefan an eine Krankheit Influenza. Ja, dazu kommen wir nachher gerade noch. Dann der Marc, der einen längeren Text verfasst hat, wo ich jetzt nicht alles vorlese, aber ich finde den Text sehr gut. Das heisst, ihr könnt das Video vielleicht schnell pausieren und dann durchlesen. Die Tamara, Leute, die keinen richtigen Beruf ausleben, aber gleich mehr Cash verdienen als andere Arbeiter, die mehr verdient hätten. Just Swiss Military Things, Narzissmus, ein Wort, das auch ein ganz klares Stereotyp unterlegt. Auch auf Facebook ist die Meinung auseinandergegangen. Da sagt zum Beispiel Robin, Menschen, die Geld verdienen, indem sie andere Menschen beeinflussen durch gespielte Authentizität. Auch das ein interessanter Punkt, auf den wir noch eingehen wollen. Und hier natürlich der Klassiker, Leute, die im normalen Berufsleben komplett versagt haben. Und jetzt tun wir noch schnell den Elefant im Raum klären, bin ich denn ein Influencer? Naja, nach der Definition auf Wikipedia schon, weil dort heisst es nämlich, als Influencer, von Englisch to influence, beeinflussen, werden Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in einem oder mehreren sozialen Netzwerken für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Hohes Ansehen hoffe ich zumindest, aber eine starke Präsenz ist zumindest im schweizerdeutschen Raum da. Aber will ich überhaupt so genannt werden? Ich habe mir das lange überlegt, ich habe mir sogar per Siri eine Notiz gemacht, dass ich einen Text dazu schreiben soll und Siri hat mich prompt disst. Das Problem am Wort Influencer ist, dass es quasi impliziert, dass das Hauptziel von denen, die so genannt werden, ist, dass sie Leute beeinflussen, damit sie irgendwelche Produkte kaufen. Das ist aber nicht mein Ziel. Ich gehe am Morgen nicht aus dem Haus und denke mir, wie kann ich mir jetzt am besten präsentieren, dass die Leute nachher Produkt XY kaufen. Das Ziel von meinem Content ist, dass der Zuschauer, wenn er das Video anfängt zu schauen, jede Sekunde denkt, ja, es lohnt sich auch noch die nächste Sekunde zu schauen und dass er so das ganze Video schaut und am Schluss ein Like da lässt. Oder sogar ein Abo. Natürlich gibt es bei mir auch Product Placements, aber das sind Sachen, die ich in meinem alltäglichen Leben benutze. Oder Produkte, hinter denen ich wirklich stehen kann. Ein kleines Beispiel, ich kriege zum Beispiel ab und zu Anfragen von Glücksspiel-, Sportwetten- oder Online-Casino-Betreibern. Und die offerieren in der Regel relativ viel Geld. Mehr Geld, als ich mit den sonstigen Product Placements verdiene. Trotzdem lehne ich das immer ab, weil ich einfach weiss, wenn ich das annehme, wenn ich zu dem ein Product Placement mache, dann raubt es mir meine Glaubwürdigkeit. Und die Glaubwürdigkeit ist das, auf dem die Beziehung zwischen einem guten Content Creator und seiner Community basiert. Ihr habt das Wort gehört, Content Creator. So würde ich mich nennen, wenn ich eine Wahl hätte. Aber ich habe keine. Vor allem Zeitungen, die ab und zu bei mir schreiben, die schreiben halt Influencer oder noch schlimmer Star. Dann passiert beim Leser sofort eins, er macht mehr für diese Bezeichnungen verantwortlich. Er denkt dann, ich tauge nicht im Leben, ich liege nur auf der faulen Haut, gebe mir nicht wirklich Mühe im Berufsleben, sondern mache nur meine Videos, die einfach verdientes Geld sind und nicht mit zu allem Überfluss auch noch sehr, sehr wichtig. Und ich kann das diesen Leuten nicht übel nehmen, weil wenn man das Wort Influencer nicht mit seiner Definition kennt, dann denkt man einfach, ja, das sind Leute, die arbeiten nicht wirklich, haben nur Produkte in die Kamera und verdienen mit dem noch Geld. Und das Wort Star, das lässt einem einfach sofort überheblich erscheinen. Aber ich würde meinen Privaten nie Star nennen. Ich habe das noch nie gemacht mit Freunden, auch noch nie in Interviews, einfach gar nie. Weil ein Star, das ist für mich jemand wie der Cristiano Ronaldo, irgendwie wie Shakira oder wie der Roger. Das ist ein Star, so ein Kaliber. Nicht einfach nur ein Lionel, der einfach nur seine Videos produzieren will. Ich finde es dann immer sehr schade, wenn ich in den Artikeln den ganzen Hate abbekomme, obwohl ich mich nie so nennen würde und den Artikel auch nicht geschrieben habe. Gleichzeitig finde ich es dann aber auch relativ witzig, wenn es dann heisst, oh, wir Content Creators sind so unglaubwürdig. Ich meine, ich kann nur für mich und meine Kollegen reden, aber wenn du uns zum Beispiel mal mit einem Medium vergleichst, ich meine, klar, jedes Medium hat seine eigenen Standards, ich weiß nicht, wie welches Medium tickt, aber bei vielen Zeitungen, bei vielen Fernsehkanälen kannst du halt einfach anrufen und sagen, ich hätte gerne die und die Message, der und der Werbeclip oder das und das Inserat, bitte drucken das, da ist das Geld. Und die drucken das dann oder senden das dann. Die interessieren sich nicht groß dafür, was drin steht. Bei uns hingegen ist es ein ganz, ganz langer Prozess mit vielen Meetings, mit ganz viel Organisation und einem ewigen Abwägen. Ich möchte mit diesem Product Placement etwas vertreten, hinter dem ich stehen kann. Weil wenn das nicht klappt, habe ich meine Glaubwürdigkeit verloren. Also zum Schluss mein Fazit. Die meisten Influencer nennen sich im täglichen Sprachgebrauch überhaupt nicht so. Sie passen halt einfach in die Definition und werden dann von Außenstehenden so genannt. Ich meine, das ist das gute Recht der Außenstehenden. Aber es führt leider auch dazu, dass sehr viele Leute glauben,
dass Content Creators oder Influencer einfach ihre Fotos oder Videos aus dem Hut zaubern und für das unverschämt viel Geld verdienen. Das ist aber meistens nicht so. Also ich meine jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe in den letzten 2 Semestern pro Woche im Schnitt 20 Stunden für YouTube geschafft, neben der Uni. Ich werde Ende Jahr in einem Video meine Jahreseinkommen offenlegen, damit endlich mal die ganzen Gerüchte aus der Welt geschafft worden sind. Und ich glaube, dann können sich die Leute selber ein Bild davon machen und auch selber bewerten, ob sie jetzt finden, es ist keine Arbeit und man wird trotzdem reich damit. Damit ihr das Video nicht verpasst, lohnt es sich sehr, den Subscribe-Button zu drücken. Ihr werdet dann vielleicht auch die ein oder anderen Livestreams auf YouTube, Facebook oder Instagram von mir sehen, weil ich merke, das fehlt mir ein bisschen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht könnt ihr das auch ein paar Kollegen von euch zeigen oder irgendwie auf WhatsApp verschicken. Mir würde es jedenfalls eine grosse Freude machen. Und ich hoffe, dass ich euch das nächste Mal oder auch das Mal wieder in den Kommentaren begrüßen darf. Ich schaue sie mir nämlich immer an und antworte auch auf so viel wie möglich. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Taipei. Macht's gut.